Am Exposé des Motive vun diesem Gesetzesprojekt hecht et, dat COVID-Krise die strukturell Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern verschärft hat. Konfinementer an aner Maßnahmen, die am Kontext vu COVID-19 imposéiert goufen, hunn der Ökonomie an dem Arbeitsmarkt stark geschurt an noch Sozial- a Familienliewe vun de Leiit gouf op vill Manieren stark beanträchtigt. Herr Präsident, et wird wohl kein Partei méi darunter interessiert wie d'ADR für die viel weitreichend Angriffe an Privatleben, die Sozialbenotdeligungen durch die operlechte Covid-Maßnahmen und Restriktionen an ihrem Impact auf die ganze Gesellschaft am Detail abzuschaffen. So hält sich den Interesse von der Regierung aber leider an Grenzen. Für dann aber hinzugehen an das als Grundlage zu nutzen, für die Behauptung, dass es zu Lützeburg strukturell Inegalitäten zwischen Frauen und Männern gibt, und das durch die Covid-Krise verschärft goufen, das lässt nicht gerade Vertrauen abkommen an eine Institution, die bestehenden Statistiken an Donien zusammenführen und daraus ein Gesamtbild von der Gleichberechtigung malen soll, für das ein Egalitätsminister eng an Herren an balanciert Rolleverdelung zwischen Frauen und Männern beständig garantieren kann. Wenn jemand die Leute dabausse geschwärzt hat, wäret wohl kaum die Rolleverdelung zwischen Frauen und Männern, die die Leute so zu schaffen gemacht hat. Mit Mesuren, die die Gesellschaft privat und auf der Arbeitsplatz gespleckt tun, sie stark psychologisch belastet und finanziell an die Labyrinthe burcht tun. Zu Lützeburg und Frauen und Männer dynamisch Rechter, was den ADR ganz klar unterstützt. Wir sind für die Gleichberechtigung von Frau und Mann, aber nicht für eine Gleichmacherei, was leider immer nicht vermischt wird. Die ADR ist prinzipiell der Aussicht, dass wir nicht zu viel Administrationen sollten haben, und wir können das Schaffen von einer legalen Basis für die Struktur nicht unterstützen. Wir sehen nicht, was der Mehrwert davon ist. Vor allem, weil wir bislang das Komitee du Travail Feminin hatten. Das ist für uns auch nicht klar, wie auf Basis von den abgelöschten Donnerien ein realistisches Gesamtbild zur Rolleverdelung zwischen Frauen und Männern soll geschafft gehen. Aber was für einen Impact der Patronen an die Wirtschaft hat, also eine Frage, die sich stellen kann. Und noch, was nach alles soll observiert gehen, wenn es geht von prioritären Domänen an einer ersten Phase. Auch weil dieses Gesetzesprojekt platzeweise zu vage ist, auch viel Spielraum lässt für Spekulationen, auch für strukturell Affären oder Umsätze von Initiativen, die rein ideologisch Gründe haben, werden wir dieses Projekt nicht mitstimmen. Das ist ja kein Geheimnis, dass der ADR so schwer gegen Viergänge, die zum Beispiel Promotion von der Genderideologie an die entsprechenden Spruchregelungen können springen. Dat mir als auch wir gegen Quoteregelungen die nicht ernst wie positiv Diskriminierungen aber Benotdeligungen sind. Andert mir als viren gegen Service an Institutionen, die so Initiativen an den Marschen zur Mission machen. Wir als ADR sind noch der Meinung, dass Frauen gut und stark genug sind, für sich an der Arbeitswelt neben den Männern zu behaupten und durchzusetzen, gerade wie dass sie kapabel sind, für sich selber zu entscheiden, wie sie Beruf und Familienleben nach ihren eigenen Ansprüchen und Vorstellungen und ohne Beeinflussung durch den Staat organisieren wollen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir stehen für den Geist von der freien Wirtschaft, für die Autonomie von den Patronen und für den freien Schwab von den Leuten, hier Privat- und Familienleben selber bestimmen und organisieren zu können, ohne dass der Staat sich da anmischt. Und es so nicht nachher, wir sind für die Gleichberechtigung von Frau und Mann, aber nicht für eine Gleichmacherei. Dafür enthält sich der ADR bei diesem Gesetzesprojekt. So nicht merci.